Ja, also wie gesagt, haben wir ein Angebot für CC. Pass auf, der ist da erinnert. 13 Millionen bieten die uns. 13,8 besser gesagt. Wollen wir den verkaufen? Spenden tut er eigentlich eh nicht. Er ist eigentlich nur Ersatz und dann später auch nicht so besonders. Ich glaube, den haben wir weiter. Das heißt aber, wir müssen unseren anderen verpflichten. Denn wir brauchen einen Ersatz auch noch. Wellbeck, oh, der ist da ja. 35 Millionen. Was haben wir denn alles? Wie wär's denn mit Falcao? Der taugt eigentlich, oder? $19. Das probieren wir mal. Heute. Ach, wir können ja gar keine Verhandlung mehr starten. Weil die sind ja nur begrenzt auf 5. Gut. Aber wir werden uns auf jeden Fall noch verpflichten. Ach du Scheiße, jetzt haben wir im zentralen Mittelfeld Probleme. Heute den lassen wir daheim. So, also das Rückspiel gegen den FC Barcelona. Hinspiel haben wir 2-0 gewonnen. Und wir haben jetzt im Moment 10 Punkte auf dem Konto. Ja, also wir könnten natürlich immer noch ausfliegen, aber daran glaube ich eher weniger. Dafür muss, glaube ich, Barcelona kämpfen. Die sind auf Platz 3 nur in der Tabelle. Leverkusen ist noch vorher, ne? Die werden wahrscheinlich gegen Galatasaray dann gewinnen. Und gegen Leverkusen haben wir wieder auch noch ein Spiel dann. Das ist dann das letzte Gruppenspiel. So, also 5. Spieltag. Und unser Ziel ist mindestens ein Punkt, damit wir weiterkommen. Jordi Alba. War Foulspiel. Und ich muss sagen, wir haben ja in der Champions League noch kein einziges Gegentor. 4 Spiele und kein einziges Gegentor. In der Liga haben wir schon, war nicht, 24. Messi. Oh, ganz gut gehalten. Ja, das ist abseits, da war man. Hätte man warten sollen. Jefferson Farfan. Ja, Oscar, probier's einfach mal. Gibt der Ecke. Aber er hat nicht die beste Schusskraft, das habe ich schon mitgekriegt. Nochmal Ecke. Und es gibt jetzt Abstoß.
Gut gemacht. Dembaba startet. Erwischt nicht. Rafinha. Song. Thiago. Rafinha. Und es gibt jetzt Ecke wahrscheinlich. Jawohl. Die erste für Barcelona. Ja, die geht ins Leere. Ja, man merkt schon, die geben eigentlich ordentlich Gas, denn die wollen noch was erreichen. Adriano. Iniesta. Oh, jetzt ist er durch. Aber Krul gegen Messi. Super gemacht. Piqué. Und Rafinha. Coloccini. Faires Tackling. Kein Foulspiel. Jetzt der Konter. Ben Arfa. Kein Abseits. Ja, dann macht das doch. Also, Konter hat sich rendiert. Und wir sind belohnt worden. Ja, auf der anderen Seite hat Krul 2 Riesenchancen vereitelt. Einmal gegen Messi und dann die zweite war nicht. Und dann machen wir auf unserer Seite das Tor mit der eigentlich ersten Torchance. Schaut für Barcelona sehr schlecht aus, denn wenn die das verlieren, dann fliegen sie aus aus der Champions League. Und das schon nach der Vorrunde. Es gibt Abstoß. Beziehungsweise kommt ja Barcelona dann in der Europa League. Messi. Ja, das war ein Foulspiel. Gibt der Gelbe. Wobei, Gelb hätte es eigentlich nicht braucht. Ja, aber den Ball hat er doch erwischt. Gut, aber der Freistoß hat allerdings gebraucht, ne? Außer für unseren Abstoß. Dodo. Farfan auf Dembaba. Oder war der nicht abgefälscht? Ja, das sieht man doch nicht. Oh, Riesenchance jetzt. Und Ronaldo macht's nicht. Gut, er pflückt nur aber. Ronaldo immer noch. Ja, da probiert es Oscar, aber das war nichts. Er hat nicht, wie gesagt, nicht die besten
Also Schuss hat er, Schussgenauigkeit hat er nicht keine schlechte, aber die Schusskraft wiederum. Pass kommt nicht an. Fahren. Nächste Torchance. Van der Sar aber wieder der Gewinner. War aber schöner Pass. Jetzt hat. Ja, Oscar wieder mit seinen schwachen Schüsse. So, also Halbzeit. 1-0. Verdient. Barcelona hat ihre Chancen gehabt. Der Torwart war bei uns besser. Ja, für die Spanier schaut nicht gut aus. Also wenn die jetzt das Spiel nicht mehr gewinnen, dann ist, glaube ich, so gut wie vorbei mit der Champions League. So, wechseln möchten wir nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Kein Abseits, Ben Affa. Wieder nicht. Also, der Torwart ist auf jeden Fall gut. Aber unser genauso. So, Van der Sar Hodden. Ja, und wieder hat er. Gut, aber einen hat er nicht erwischt. Und deswegen führen wir ja. Oscar. Ben Arfa auf Ronaldo. Hätte fast die gehaut. Und Van der Sar, er fängt alles, was aufs Tor fliegt. Rafinha, Iniesta. Immer noch Iniesta. So, passt schon. Super gemacht. Und es geht wieder nach rechts. Und es gibt eine weitere Ecke. Ja, unglaublich. Ronaldo schießt ein Kopfballtor. 2-0 und ist ins spanische Herz. Also, es schaut für uns super aus. Für Barcelona sehr schlecht. Und da steht er ganz frei. Keiner decken. Und da habe ich doch vorher gesagt, er trifft aus einem Meter Entfernung, trifft das klare Tor mit dem Kopf nicht. Und jetzt trifft das, ja, mit Torwart. Adriano. Rafinha. Ja, das war abseits, ich hab's schon gesehen. Aber es war ein Versuch wert. Aber er ist zumindest auch der Ball. Muss man sagen. Adriano. Wohin? Weiß ich nicht. Xavi. Ja, jetzt probieren sie mit dem Fernschuss.
Ja. Ecke. War nämlich Oscar. Und Ronaldo. Oh, das war jetzt bitter, oder? Das war jetzt natürlich geil gewesen. Das 3-0. Santon. Also jetzt nagel mal richtig Barcelona hinten im Strafraum fest. Jetzt kommt uns mal wieder. Wird aber nichts. Oh, ich komme wieder doch was. Wieder Ronaldo. Ja. Kein Foulspiel. Wundert mich aber. Song. Ach, der war noch nicht draußen, oder? War der draußen? Mag ich bezweifeln. Jetzt hat die Chance. Und wieder nicht. Oida, unser Torwart. Heute in Bestform. Und wieder Ecke. Wir könnten jetzt einmal wechseln. Vorne kann man noch Destro bringen. Für den Baba mal ausnahmsweise. Weil Ronaldo halt super spät. Aber wenn er rot Tor geschossen hat. Also, da ist Destro. Oscar. Gut, das war ein Fehlpass. Song. Wieder Song. Und da war Messi im Abseits. Na, Foulspiel. Gut, es ist vorbei. Wir sind in der nächsten Runde, im Achtelfinale. Da lassen wir uns überraschen, auf wen wir treffen. Und Barcelona ist, ja, ziemlich im Arsch, würde ich sagen. Trainer und Spieler sind zufrieden. Also das Hinspiel haben wir 2-0 gewonnen, Rückspiel genauso. Und wir haben unzählige Chancen gehabt. Es hätte her ausfallen können. Oscar, der beste Mann, hat sich auf jeden Fall eingehängt. Ja, wie gesagt, Leverkusen gewinnt gegen Galatasaray. Das war mir irgendwie klar. Und somit schaut es in der Gruppe so aus. Also wir sind durch. Und Leverkusen und Barcelona müssen sich das ausraffen. Gut, wir könnten noch Schützenhilfe geben für Barcelona. Aber ich denke mal, von den Torverhältnissen her wird es doch irgendwie für Leverkusen klanger. Ja, Glückwunsch für den Einzug. Und dafür gibt es wie immer Schuhe.